Wish I could sleep for an hour or so. I'm cold and a little wired. Das ist unser Barney. Nee, Billy heißt er. Unser Onkel. Das bin ich. That's why I drive my 18-wheeler all across this big old land. Not just my job, more than my living. It's the heart of who I am. Sometimes it's tough, but I rise above and do everything I can. Got my wife and kids back home and they're proud to know I'm a U.S. working man. I'm a U.S. working man. Howdy Leute, wir sind wieder hier bei Bornfinders und ich habe noch was entdeckt. Schaut mal da oben. Eine goldige Klopapierrolle. Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich hochkomme und ich habe mir da schon was überlegt. So, die Hühner lassen wir in Ruhe und zwar bauen wir uns mit dem Zeugs hier eine Leiter quasi, kannst du sagen. So. Und mein Kater ist wieder da gewesen. So. Und so, das Zeugs lag alles hier herum. Also nicht wundern, von wo dass ich das habe. Und jetzt können wir nämlich hier drauf und voilà, wir sind oben. Goldene Klopapiere gefunden. Yeah. Ja, und jetzt sind wir hier oben. Warum auch immer. Ein Huhn, 2 Hühner. Ne, wir haben noch 2 Hühner. Das ist doch gut. Also wenn wir hier irgendwann mal was reparieren müssen oder so weiter, wissen wir schon mal, wie wir hochkommen. Ha. Ja, wo waren wir denn beim letzten Mal? Nirgendwo. Hä? So, wir gehen unser erster Auftrag erledigen. Und zwar haben wir ja den Auftrag, zu der roten Scheune zu gehen. Für die Amerikaner war Trains rote Scheune ein legendärer Ort voller Spaß und Spannung. Jetzt ist sie nur noch ein verlassenes Anwesen inmitten des Staates Georgina. 1132 Oakmont Road, Georgina. Ja. Rote Scheune. Und das ist übrigens, ich weiß, was das Klangtechnische immer ist. Das ist ein WhatsApp auf dem PC. So, ich musste das mal schnell ausmachen, weil meine Freundin schreibt mir. Die ist nämlich unterwegs und kommt mit Schwiegereltern vorbei. Also angehende Schwiegereltern. Noch keine Schwiegereltern, aber vielleicht schaffen wir das noch in den nächsten Jahren. So, also wir gehen zu der roten Scheune. Und da müssen wir uns ja einen Elchkopf organisieren. Also organisieren nicht. Ja, die Fahrten, die finde ich immer so geil. Und unser Billy, unser Onkel Billy, der fährt. Ich bin ja noch zu jung. Nee, ich habe keine Fahrprüfung. Haltet die Folgen deiner Kunden im Auge. Das weiß ich nicht. So, das ist die rote Scheune und alles mit Nico. Ich glaube, die Entwickler haben ein Sponsoring. Die rote Scheune. So, das ist sie.
Und hier dürfen wir uns wimmelmäßig... Als Bornfinder suchst du nach angefragten Gegenständen. Halte Ausschau nach anderen wertvollen Gegenständen. Du kannst sie in deinem Laden verkaufen. Such noch weitere Gegenstände und Geheimnissen auf Karten, wimmelt es nur so davon. Ich sag ja, Wimmelbilder. Und hier können wir dann, wenn wir eine Axt haben, oh, berühmte rote Scheune, dann sehen wir uns mal um und schnapp uns das Zeugs. Los, Junge, los! Ja, Onkel, bin ja schon unterwegs, du hockst ja nur so. Ja. Also den Schrott, wir kommen dann sowieso nochmal. Wir kommen dann sowieso später nochmal dahin. Weil wir den Schrott, den wir hier haben, den sammeln wir natürlich auch noch ein. So. Oh, eine seltsame Flasche. Na dann, mal schauen. Delirium Theater. Wow. Delirium Theater. Okay. Okay. Ja, da gibt es noch so solche kleinen Theatervorführungen. Was die genau sollen bringen, weiß ich nicht. Aber sehr viel Müll finden wir hier. Und ein Boden auf. Ah, das sind solche. Das sind solche. Ups. Da haben wir einen Wolf, einen ausgestopften Wolf ins Auto damit. Das sind solche Sachen, die wir in unserem Laden ausbauen können, dann, die wir hier jetzt gefunden haben. Ah, die Seite ist zu. Naja, dann laufen wir mal um das Gebäude rum, schauen auch, was auf der anderen Seite draußen los ist. Es empfiehlt sich wirklich, wie bei Wimmelbildern auch, alles wirklich zu untersuchen. Da seht ihr, hier haben wir noch Abfall. Und hier. Ja. Erstmal, es kommt mir so vor wie Hausflipper. Hier muss man auch zuerst mal alles aufräumen und putzen und machen und tun, bevor man dann richtig loslegen kann. Ich höre hier eine Musik. Das heißt für mich, ich klettere hier mal hoch. Da komme ich nicht dran, ne? War mir doch so, dass hier oben was ist. Klopapier! Okay. Jetzt kann es ja nur besser werden. Hier haben wir noch eine Schubkarette, die sieht auch noch ordentlich aus. Die nehmen wir auch mit. Und hier hinten haben wir noch einen Boden. Wolkskin, also eine Wandskin. Wandaufwertung sammeln. Genau, das sind also die Sachen, wo wir dann im Laden umsetzen können. Okay, habe ich auch verstanden. Und ja. Ups, da haben wir noch Müll, was auch Geld reinbringt. Es lohnt sich also wirklich, hier richtig gründlich zu schauen. Ja. Ich sehe jetzt hier draußen nichts mehr, dann gehen wir doch mal rein. So. Mein Gott. Sollte man wirklich mal putzen. Und da ist noch Müll, das gesucht wird. Oh, Bücher auch. Okay. Billy, nach was suchen wir eigentlich? Aber jetzt habe ich noch rausgefunden, dass wir noch ein bisschen
oben suchen sollen. Ne? Also oben auch mal schauen sollen, weil es lohnt sich also anscheinend auch irgendwo hoch zu klettern. Und ich meine, Gegenstände haben wir ja hier genau genug. Also eben grün gibt Geld, direkt Geld. Das Seil ist auch wertvoll, okay. Ah, seht ihr, hier hätten wir noch was vergessen. Und hier auch. So. Ja, was finden wir denn hier noch? Ein Bett. Hier ist Müll und hier ist eine Whisky-Ansammlung. Hier ist ein Topf. Oh. Hier haben wir ein wie heißt es? Und hier haben wir einen Schlüssel. Oh, das kommt mir echt wie Teil vor. Äh, okay. Gut. Ich glaube, dieser Teil hier vorne haben wir äh, soweit durchgespielt. Ne, durchgespielt nicht, aber soweit mal sind wir durch. Dann gehen wir in den Hintern. Da haben wir noch einen Stuhl, der auch noch ordentlich ausschaut und ein Fernsehapparat. Ein Bild. Hier haben wir auch noch ein Bild. Und hier auch. Alles Müll, Mensch. Also ihr merkt wirklich, es ist so ziemlich ein Wimmelspiel, wo man einfach Sachen suchen muss. Und es gibt auch eine bestimmte Anzahl von Sachen. Der Unterschied von Wimmelspielen zu dem Spiel ist einfach, dass man hier nicht sieht, was es alles gibt, sondern einfach, ja, es gibt am Schluss, das seht ihr dann, gibt es am Schluss eine Zusammenfassung, beziehungsweise wenn wir jetzt hier schon alles würden finden, dann würden wir hier schon hören, dass wir alles gefunden haben. Aber ansonsten gibt es dann am Schluss eine kleine Zusammenfassung, was du gefunden hast und was nicht. Beziehungsweise was nicht, stimmt gar nicht, sondern du kriegst eine Zusammenfassung. Oh, ein Motorradgestell. Na, das wird dann auch irgendwann mal zusammengebaut. Und hier hätten wir die Tür, wo quasi vorhin verschlossen war. So, mal ein bisschen lüften hier. Ja, also am Schluss seht ihr dann, ob ihr alles gefunden habt oder nicht, oder wie viele Sachen das noch fehlen. So, jetzt haben wir es. So, hier unten sehe ich gerade nichts mehr. Das heißt, wir gehen einmal hier hoch. Ah, okay, hier oben war wohl das Glücksfeeling. Okay. Und hier hatten wir noch ein Poster. Comicseite, genau. Kein Poster, sondern eine Comicseite. Und da drüben haben wir unser gesuchtes Exemplar. Ja, Abverheit der Sprung. So, den nehmen wir zu uns. Also wir haben hier, ich kann das nicht zeigen mit der Maus. Also auf der rechten Seite, also doch, ich kann es zeigen, oder da oben, also da oben im Eck, ne, haben wir Gegenstände. Links, da sehen wir, wie viele Gegenstände das noch da sind.
Und wir haben dann ein Briefsymbol, einen Tank und dann die Materialien, die wir gesammelt haben. Und ganz oben haben wir das Geld. Das heißt also, hier haben wir noch irgendwo ein Exemplar oder einen Gegenstand, den ich nicht gefunden habe. Da weiß ich auch nicht, ob ich den wirklich noch finde, weil ich habe jetzt mal wir können zurück, Pfandleiher. Kommt schon. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Oder uns noch ein bisschen umsehen. Genau, noch ein bisschen umsehen. Ich weiß nicht, ob da oben noch was drauf liegt. Irgendwo gibt es noch einen Gegenstand. Ich weiß aber nicht, ob der Gegenstand irgendwo in der Kiste ist. Also in Kisten. Das sind die Grenzen hier. Also darüber können wir nicht gehen. Ah, super, das war ja mal eine Möglichkeit. Jump'n'Run ist in diesem Spiel auch vertieft. Also da drüben sehe ich jetzt nichts. Das Einzige, was ich mir noch eventuell vorstellen könnte, ist hier auf dem Dach. Ne, in dem Fall nicht, weil ich komme ja nicht mal auf das Dach wirklich drauf. Also ich komme schon drauf, aber da komme ich schon mal gar nicht drauf. Aber hier ist auch nichts. Ja, ich glaube, wir werden hier gar nicht alles finden können auf Anhieb. Drum würde ich sagen, wäre es das gewesen mit dem Let's Play. Wir fahren noch zurück. Dann gehen wir mal los. Ja, wir gehen jetzt. Leave the map and go back to pawn shop. Yes. So, das zeige ich euch noch. Interesting. The humans perceive him and shows great shot. I will spawn random Earth objects. Continue the experiment. Call Barney Finder beyond the ons to save on. Bei einem erneuten Besuch freigeschaltete Scheunen kannst du jetzt Gegenstände finden. Gegenstände 9 von 10 und sonst haben wir alles gefunden. Also, das war's mit der roten Scheune. Da werden wir nochmals hingehen, auf jeden Fall. Aber nicht heute oder nicht in dieser Folge. Und wie es weitergeht, seht ihr bald, wenn alles klappt, morgen. Euer Drandu mit Bornfinders. Danke, dass ihr dabei wart und bleibt tapfer und bleibt mir treu. Tschüss.